Die Bayerische Witzemeisterschaft 2025 wird Ihnen präsentiert von der Hausbrennerei Penninger mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Oberpfalz Nord und Pöllert Tore und Türen. Muss noch jemand auf die Toilette? Zu spät, denn jetzt geht's los. Bühne frei für den Mann, der sich den ganzen Spaß hier ausgedacht hat. Harry Meyer! Einen wunderschönen guten Abend! Geht's euch alle gut? Weiden, seid ihr gut drauf? Sehr gut. 13 Kandidaten haben sich beworben. 13 haben wir von 14 bis 15 Uhr getestet. Und für Sie die 8 Besten auserkoren, die jetzt im Finale um den Titel Bayerischer Vizemeister kämpfen werden. Aber bevor wir die auf Sie loslassen, brauchen wir natürlich noch 2 Juroren. Wir begrüßen Konstanze Lindner und Wolfgang Krebs. Wir sind da. Wow, das ist ja irre. Grüß, unglaublich. Servus, wunderbar. Sehr schön. Toll, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich dränge mich ja ungern in eure Mitte. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich stehe zwischen einer Fahrgemeinschaft. Ja, stimmt. Ja. Okay. Ich hab- Sie braucht schon Alkohol. Ja, weil ich habe sie Ich habe schon ein gefahren. bisschen Angst, muss ich sagen. Ich meine, die Ja. erste Witzmeisterschaft. Brutal. Hurra! Echt? Und wie ist es? Auf was können sich die Zuschauer freuen? Also die Vorrunde war wahnsinnig schwierig zu entscheiden und ich muss sagen, das musst du erst mal drauf haben, dass du einen Witz nach dem anderen ablieferst, aber es wird Wahnsinn. Also die wir ausgesucht haben, glaubt uns, wird Ja. gut. Ja, und Auch die wir nicht ausgesucht Die waren gut. waren auch alle gut. Das muss man auch dazu Das sagen. stimmt. Es war echt schwer, eine Auswahl zu treffen. Und ich finde es wirklich wahnsinnig beeindruckend, ehrlich, dass man zu irgendeinem Thema einfach so schnell einen Klopfer raushaut. Das ist schon nicht so. Hör mal ganz einen einfach. Klopfer. Hast du Nein, grad also Klopfer gesagt? ein Witz erzählt. Ein Witz erzählt, Klopfer, ja, ne? Ein Klopfer, was Apropos derselbe. Klopfer. ich hätte einen großen Klopfer. Okay, der mag Jetzt wollen wir aber mal unsere Kandidaten auf die Bühne bitten. Die dürfen sich jetzt bei Ihnen vorstellen mit einem Begrüßungswitz. Wir nehmen Platz und zusammen starten wir mit Kandidat Nummer 1. Bitte schön. Ist berechtigt. Ja, ein Mann, der ein bisschen aussprachmäßig gestolpert ist, kommt zum Arzt, sagt sich, der Doktor, ich habe ein Riesenproblem, ich muss Vorträge halten, reden und Witze erzählen und hat das Probleme mit der Aussprache. Der Doktor hat gesagt, machen Sie nicht mehr frei. Hat er sie komplett frei gemacht, hat er gesagt, ja, alles klar. Sie haben einen riesen Zebedeus, der hat ein Saugewicht. Der zieht oben an die Stimmbänder und darum stottern sie, ganz logisch. Dann hat er gesagt, ja, kann man da irgendwas dagegen machen? Dann hat der Doktor gesagt, ja, okay, den können wir operativ entfernen. Da kriegen sie ein kleineres Modell und dann passt das. Hat er gesagt, das machen wir. 3 Wochen später kommt er wieder und hat gesagt, also Herr Doktor, reden kann ich, Witze erzählen. In meiner Firma, die sind begeistert. Ich holpere nicht mehr, ich stolpere nicht mehr. Das ist einmalig, aber meine Frau ist total beim Sex unzufrieden mit dem kleinen Modell. Hat er gesagt, könnt ihr nicht meinen größeren wieder haben? Hat der Doktor gesagt, operiert ist operiert. Servus, ich bin der Freddy. Meine Kollegen von Radio Ramasuri haben mich unfreiwillig hier angemeldet. Jetzt stehe ich trotzdem da. 3 Verse 2, sagt der eine, du glaubst mir nicht, was mir passiert ist. Ich war in Lyon, habe einen getroffen, den habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Sagt der andere, das ist gar nichts. Ich war in Graz, habe einen getroffen, den habe ich gar noch nie gesehen. Ja, da hat der Lehrer die Schüler ein Rätsel aufgegeben und hat gesagt, Schüler, was ist groß, grau, hat 4 Beine und einen Rüssel? Meldet einer sagt, ein Elefant, Herr Lehrer. Sagt er, richtig, Fritzl. Sagt der Fritzl, Herr Lehrer, darf ich Ihnen auch mal Rätsel aufgeben? Sagt der Lehrer, natürlich. Sagt der Fritzl, was ist groß, grün, hat 4 Beine und 24 Federn? Der Lehrer überlegt ein wenig und denkt sich so, ich bin mir unsicher, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwas mit Vögeln zu tun hat. Sagt der Fritzi, richtig, Herr Lehrer, das ist nämlich unsere Couch. Ja, hallo miteinander.
bin der Brandl Günther aus Ringstauf und mein Begrüßungswitz, ein 90-Jähriger kommt in eine Apotheke rein, das Gesicht so rot wie ein Apfel, sagt zum Apotheker, ich hätte gern Kondome. Sagt der Apotheker, was denn für ein Kress? Mei, sagt er, das ist das erste Mal, das weiß ich nicht. Hat der Apotheker unter Tresen gelangt und hat so ein Bredel rausgeholt. Da waren Löcher drin in verschiedenen Durchmesser. Sagt er, da gehst du jetzt aufs Klo und wenn du das weißt, kommst du wieder. Der mit dem Bredel abgehaut, nach ein paar Minuten kommt er wieder, sagt der Apotheker, weißt du jetzt, was du für ein Kreis brauchst? Sagt der, scheiß doch die Kondome, was kostet das Bredel? Ein Schäferhund und ein Dackel treffen sich beim Tierarzt. Ja, jetzt ratschen sie ein wenig, gell? Dann sagt der Schäferhund zum Dackel, wegen was bist denn du da? Sagt er, ja, ich werde eingeschläfert. Oh, leck. Du wirst eingeschläfert, ja, warum denn das? Dann sagt er, weißt, siehst du da mein Herrchen, mein Frauchen? Also, jedes Mal, wenn die ihren Perser hingelegt hat, bin ich aufgegangen und dann hab ich ein Lackerl drauf gemacht, gell? Und jedes Mal hat sie mich zusammengeschissen. Und ich hab nicht anders können, der Perser, wenn da gelegt ist, dann hab ich ein Lackerl aufmachen müssen. Und sie hat gesagt, noch einmal, wenn du ein Lackerl aufmachst, dann lass ich dich einschläfern. Ja, jetzt bin ich halt 2 Wochen umgegangen, gell, um den Perser. Eines schönen Tages, sie legt wieder einen Perser hin, ich bin wieder auf, ich hab nicht anders können, hab ein Lackerl aufgemacht. Jetzt hat sie gesagt, nix, jetzt kommst du zum Einschläfern. Dann sagt er zum Schäferhund, warum bist denn du da? Dann hat er gesagt, siehst du da mein Frauchen? Geiles Gerät, gell? Du, die hat letztes Mal Badwanne putzt, gell, und beigt sie so um mich. Ich hab nicht anders können, ich hab's vorhin besprungen. Dann sagt er, um Gottes Willen, und jetzt bist du zum Einschläfern da. Nein, sagt er, zum Krallen schneiden. Grüß Gott, Weiden. Manfred Limmer aus Waakirchen. Mein Begrüßungswitz spielt beim Friseur. Ich habe einen Spezi, der hat einen Friseur und sein Friseur hat einen Sprachfehler. Das heißt, der sagt nach jedem Satz, bist du deppert. Und der war schon lange nicht mehr bei seinem Friseur und kommt wieder und sagt, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, wo warst du denn? Dann sagt er, ich war im Urlaub. Im Urlaub warst du, bist du deppert. Wo warst du denn im Urlaub? Sagt er, in Italien war ich. In Italien? Ja, bist du deppert. Sagt er, wo warst du denn in Italien? Na, erst waren wir beim Bahn in Bibione. In Bibione? Ja, bist du deppert. Und wo war's dann? Ja, dann waren wir noch in Rom. In Rom? Ja, bist du deppert. Sagt er, und da habe ich eine Audienz beim Papst gehabt. Was, beim Papst? Ja, bist du deppert. Was hat denn der gesagt? Der Papst hat gesagt, bist du deppert, hast du einen Scheißfriseur. Servus zusammen, mein Name ist Daniel Götz, ich komme aus Ittelhof, aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Und zur Begrüßung, mein Witz, jetzt ist in ein leerstehendes Haus, ist ein Sportler-Ehepaar eingezogen in die obere Wohnung und in die untere Wohnung ein älteres Seniorenpaar. Und die gingen alle ins Bett und über Nacht hört man so aus der Wohnung von dem jungen Sportlerpaar, klick, bumm, klick, bumm, Nächsten Tag in der Früh haben sie da im Treppenhaus getroffen. Jetzt fragt der ältere Mann, also, jetzt muss ich einen schon fragen. Die ganze Nacht hat man von einer Wohnung aber gehört, klick, bumm, was haben sie gemacht? Ja, sagt der Sportler, also bei Klick habe ich das Licht da draht, bei Bumm bin ich vom Schrank gesprungen und bei bin ich auf meiner nackerten Frau gelandet. Cool, hat der Senior gesagt. Wir haben schon lange nichts Neues mehr ausprobiert, das probieren wir. Nächste Nacht, jetzt hört man es aus der unteren Wohnung vom Seniorenpaar. Klick, bumm, Jetzt hat's die oben ganz gerissen am nächsten Tag, weil über Nacht hat er sich nicht mehr runtergetraut, hat der Sportler den älteren Mann getroffen und sagt, also, ich weiß ja nicht, aber ich habe gestern aus ihrer Wohnung, habe ich sowas gehört, so klick, bumm, Was haben sie gemacht? Ja, hat er gesagt, wir wollten es probieren, weil sie, bei Klick, habe ich das Licht da draht. Bei Bumm bin ich beim Schrank gesprungen und bei bin ich mit meinem besten Stück am Kronleuchter hängen geblieben. Ja, grüß euch beieinander. Ich bin der Stöb Matthias. Ich komme in der Nähe von Brünn am Chiemsee in Oberbayern. Ein Auto liegt am Straßengraben und auf einmal kommt der Herr raus, ein bisschen benebelt ist, ein bisschen wirr ist er, kommt auf einmal ein Auto vorbei mit einer jungen Frau
da sagt sie, ja, um Gottes Willen, ja, ist ja noch was passiert. Mei, zufälligerweise bin ja ich Doktorin, ich kann sie untersuchen. Dann sagt der Mo, ja, ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagt. Okay, einer Frau, das ist doch jetzt ganz unwichtig. Wissen Sie was, Sie fahren jetzt mit mir heim, weil daheim habe ich nämlich meine ganzen Sachen und dann tue ich sie untersuchen. Fahren wir gleich mit. Ja, ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagt. Okay, das ist doch jetzt auch wurscht. Gut, die fahren jetzt halt. Dann daheim, mei, Sie werden erschöpft sein, oder? Brauchen Sie was zum Trinken? Ich hätte eine Flasche Rotwein, hätte ich da. Ja, ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagt. Einer Frau, wir trinken jetzt halt ein Glasl. Gut, dann trinken sie halt ein Glasl. Und dann kurze Zeit später macht sie oben schon ein bisschen auf und sagt, mei, ich muss Ihnen schon sagen, eigentlich gefallen Sie mir schon ganz gut. Sollen wir vielleicht die Untersuchung bei mir im Schlafzimmer weitermachen? Ja, ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagt. Einer Frau, jetzt mal einer Frau. Wo ist denn eine Frau? Die liegt im Straßengraben. Achtung, Achtung, liebe Scherzkekse! Nur einer von euch kann bayerischer Witzemeister 2025 werden und das Preisgeld von 1000 Euro ausgeben. Deshalb aufgepasst! Es folgen nun mehrere Runden, in der jeder Kandidat pro Runde einen Witz seiner Wahl präsentieren darf. Die Jury bewertet eure Witze und nach jeder Runde erhält sie das Wort. Haut also eure besten Kracher raus, damit wir lachen können, bis sich die Balken biegen. Auf los geht's los mit Runde 1. So, jetzt aber. Ich habe vor lauter Euphorie ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Robby Sies, ich komme aus Bayerisch-Schwaben, genauer gesagt aus Augsburg. Ja, und da war ich zur früheren Zeit einmal Polizeibeamter und da kommt einer bei mir aufs Revier rein und hat gesagt, ich möchte mich anzeigen, ich habe meine Frau geamselt. Dann habe ich gesagt, geamselt gibt's nicht, Sie haben es gevögelt. Ist aber nicht strafbar. Hat er gesagt, nein, ich weiß genau, ich habe es geamselt. Habe ich gesagt, ich habe dir gerade gesagt, es ist nicht strafbar, Sie werden es gevögelt haben. Hat er gesagt, oh, jetzt ist mir eingefallen, ich habe es erdrosselt. Meine Freunde gehen im Wald spazieren und dann stolpern sie über eine magische Wurzel. Dann kommt die Fee und sagt, Servus, jeder von euch hat 3 Wünsche frei. Dann sagt der Erste, oh geil, ich hätte gerne ein neues Haus. Sagt der Zweite, oh, gute Idee, ich hätte auch gerne ein Haus, aber so ein schönes, großes mit Pool. Sagt der Dritte, ich hätte gerne, dass mein rechter Arm immer so macht. Und zweite Runde sagt der Erste, jetzt habe ich ein neues Haus, jetzt hätte ich, ein neues Auto hätte ich gern. Sagt der Zweite, gute Idee, ich hätte auch gerne ein neues Auto, aber so ein Sportwagen, so ein richtig schönes. Sagt der Dritte, ich hätte gern, dass mein linker Arm immer so macht. Und dritte Runde sagt der Erste, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich ein Auto. Ich hätte gern noch eine neue Frau. Sagt der Zweite, gute Idee, ich hätte auch gern noch eine neue Frau, aber so eine schöne, so richtig, richtig schöne. Sagt der Dritte, ich hätte gern, dass mein Kopf immer so macht. Und wie es so ist, die Leute verlieren sich aus den Augen, nach 20 Jahren treffen sie sich wieder. Und da fragt man sich, wie geht's, wie steht's, alles klar? Sagt der Erste, du, ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein schönes Haus, ich habe ein Auto, tolle Frau. Sagt der Zweite, was soll ich sagen? Ich habe ein großes Haus mit Pool, ein richtig schnelles Auto und eine richtig schöne Frau. Sagt der Dritte, hey Jungs, ich glaube, ich habe mir einen Scheiß gewünscht. Ich darf mir auch noch ganz kurz vorstellen, ich bin der Bösel Wolfgang, ich komme aus Eschenbach und ich bin da in Weinen auf die Schule gegangen und ein wenig da die Straße auf ist ja der Isile Molinot-Platz. Und da ist ein tragischer Autounfall passiert, da hat ein Stotterer, hat ein Mutterl zusammengefahren. Und der wollte alles richtig machen und hat bei der Polizei angerufen, ja. Polizeiinspektion Weiden. Entschuldigen Sie, ich habe ein Mutterl zusammengefahren. Am Isoldenweg, na, am ist es fix. Und hat aufgelegt, ne? Hat sie ein wenig gesammelt, ist ein wenig untergekommen, hat sie ein wenig zusammengenommen, hat eine Nummer angerufen. Polizeiinspektion Weiden. Entschuldigen Sie, ich habe ein Mutter zusammengefahren. Am Isoldenweg, na, am
PC fix und hat wieder aufgelegt. Ne? Also Stunden vergangen, sind 2 Stunden vergangen, klingelt das Telefon bei der Polizei nochmal. Ja, Polizeiinspektion Weiden. Entschuldigen Sie, ich habe eine Mutter zusammengefahren. Am Isoldenweg. Ja, ich hab schon umgezappelt. Ja, in einer Ortschaft, in einem Dorf, am Land draußen, da waren die Ehefrauen so nett und haben den Männern alles angenommen. Jetzt haben sie die Männer gedacht, wir meinen irgendwas eine Belohnung machen für die Frauen, weil die immer so nett sind und so lieb zu uns. Was könnte man jetzt da machen? Dann haben die Männer für die Frauen eine Busfahrt nach Frankreich organisiert, nach Paris. Sind die ganzen Frauen im Bus nach Paris gefahren. Der Bus tödlich verunglückt, alle Frauen tot. Ja, jetzt haben sie es heim, jetzt ist natürlich eine Beerdigung gewesen, alle sind gleichzeitig beerdigt worden, alle Männer haben dermaßen gewarnt, weil ihre Frauen dort sind, alle gewarnt. 6 Monate drauf ist ein Gedenkgottesdienst gewesen für die, hat schon eben noch einer gewarnt. Wieder 6 Monate drauf, wieder ein Gedenkgottesdienst, jetzt hat der eine Abel noch gewarnt. Jetzt haben sie gesagt, Mensch, was trennst du so? Das ist doch schon so lange her. Sagt, ja wisst, meine hat damals einen Bus versammelt. Ich habe mich auch vergessen zu vorstellen, ich bin Moni aus Ohio, also ober in Kofen eigentlich. Ja. Passt schon. Also wir haben ein Wirtshaus und da sitzen 2 drin, total besoffen. Halt, die muss man brüllen noch wieder. Sitzen drin, gell. Sagt der eine zum anderen, sagt so, hey, wo bist du her? Hat der andere gesagt, ich bin aus Wien. Oh, leck mich Marsch, aus Wien. Ich komme ich auch her. Wo genau? Hat er gesagt, von der Goethestraße. Ja, leck mich Marsch, ja. Das geht's ja nicht. Was für eine Hausnummer? Sagt er 2. Sagt er, leck mich Marsch, ja. Das geht's ja nicht. Wie heißt denn du? Sagt, ich bin der Meier. Ja, leck mich Marsch. Ja, das geht's ja nicht, gell? Sagt er, Vorname? Ja, ich bin der Ludwig. Ja, jetzt leckst mich schön am Arsch. Ja, das geht's ja nicht, gell? Und dann sieht das ein anderer Gast, und dann kommt er zum Wirt, sagt er, was ist denn mit denen 2 los? Dann hat er gesagt, weißt, das ist der Vater und der Bau, die saufen jeden Samstag so, dass sie sich nicht mehr kennen. Zwei Spätzchen sind beim Skifahren und fahren gleich mit der ersten Gondel auf und das ist ja so eine Schrägseilbahn, also die an so einem Gleis aufgezogen wird. Und mit ihnen in der Gondel ist eine sichtlich verängstigte Dame und sagt, passt das da auch alles? Also mit den Gondeln, die wo da so am Seil hingen, da fahre ich gar nicht. Gell? Dann sagt eine gnädige Frau, beruhigen Sie einen. Also dieses Seil, das diese Gondel da hochzieht, das wird jede Woche vom TÜV überprüft, das ist 100%ig sicher. Da sagt sie, aber jetzt angenommen, es reißt trotzdem das Seil. Er sagt, das ist überhaupt kein Problem, dafür gibt es ein Reserveseil. Auch das wird jede Woche vom TÜV überprüft. Sagt er, und angenommen, auch das reißt jetzt. Sagt die gnädige Frau, dafür haben wir unseren Gondelführer. Der zieht sofort die Notbremse und in 4 Sekunden steht das Ding. Sagt sie, aber wenn der jetzt einen Herzinfarkt kriegt, gnädige Frau, dann, wenn das Ding 4 Meter rückwärts fährt, kommen automatisch Krallen aus den Gleisen raus und der Kiwi steht. Ja, und wenn jetzt diese Krallen angenommen auch versagen würden, dann können sie mich am Arsch lecken. Sagt sein Späße, ich mir jetzt beim Reserveseil schon am Arsch lecken können. Ein Mann soll operiert werden, weil er ein Geschlechtsteil hat, das war bis am Bono hängt und die Stören hat, aber weil das unten ein wenig so schleift. Und der operierende Arzt steht jetzt so im OP drin und ist sich nicht ganz sicher, wie er das jetzt machen soll. Jetzt hat er so ein paar Kollegen dazu geholt und sagt, also, wir müssen den Mann jetzt da operieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das am besten macht. Also ich darf dann eher vorne kürzen, weil das am wenigsten invasiv ist.
Da sagt der erste Kollege, nein, also ich darf das eher hinten machen. Neuerdings, also habe ich gehört, da macht man das, da kürzt man den von hinten. Da sagt der zweite Kollege, nein, also ich habe gehört, am geschicktesten ist, wenn man den im Mittelteil kürzt, das einfach rausschneidet und dann wieder zusammensetzt. Jetzt war das ja immer noch nicht sicher. Dann schaut er die Kollegin an und sagt, ja, Frau Kollegin, haben Sie vielleicht nur einen Tipp für uns, wie dann Sie das machen? Dann schaut sie so hin, sich die Länge, sagt, na ja, wenn Sie mich fragen, ich darf die am Taxen verlängern. Ein Hase hoppelt so durch den Wald und hat gerade die Hexe die Gaudi und springt halt umeinander und auf einmal rennt's an einem Viech vorbei. Puff. Schaut auf. Boah, hey, was bist denn du für ein Viech? Ich bin ein Maultier. Ah, was ist denn ein Maultier? Ganz einfach. Mein Papa war ein Pferd, meine Mutter war ein Esel, deswegen bin ich ein Maultier. Ah, okay. Hoppelt so weiter und dann irgendwann wieder. Puff. Schaut wieder auf. Boah, hey, was bist denn du für ein Viech? Ich bin ein Wolfshund. Was ist denn ein Wolfshund? Ganz einfach. Mein Papa war ein Wolf, meine Mama war ein Hund, deswegen bin ich ein Wolfshund. Ah, alles klar. Hoppelt so weiter und irgendwann wieder. Puff. Schaut gerade aus. Boah, hey, was bist denn du für ein Viech? Ich bin ein Ameisenbär. Alter, verarschen kann ich mich selber. Die Frage für Konstanze Lindner. Also, ich habe ganz klar riesen Respekt davor, wenn jemand Witze erzählt. Ich kann das überhaupt gar nicht. Und ich war erst vor kurzem in Kiel. Ich weiß nicht, kennt ihr Kiel? Das ist irgendwo außerhalb von Bayern, irgendwo oben, weiß auch nicht. Also andere Seite. Und das ist eine wahre Geschichte, das war so eine Mixed-Show. Gell? Und ich kam dann da an und abends sind wir dann also auf die Bühne gegangen und dann sagt der Moderator, mein nächster Gast, der kommt aus Bayern. Und ich freue mich und ich gehe auf die Bühne raus und dann schaue ich ins Publikum rein und dann spüre ich schon diesen Moment, diesen Augenblick, dieses aus Bayern, ob das gut geht. Ich weiß nicht, was erwartet man eigentlich außerhalb von Bayern, wenn man sagt, unser nächster Gast kommt aus Bayern? Vielleicht erwarten die so einen Wolperdinger. So ein Urviech, oder? So mit riesen Entenfüßen, mords was vor der Hütte, ein riesen Geweih, ein Schnabel, oder? Einer, der nachts im Wald haust. Dann über die Dörfer schleicht. Kinder reißt, mit einem Prumpfschrei im Dickicht verschwindet. Ich hab ja schon mit der Muttermilch ein Bier schon reingezützelt. Als Baby hab ich schon Brezen geschissen. Da ist man doch irritiert, oder? Und dann kam ich auf die Bühne und dann waren es natürlich alle so ein bisschen verwirrt, weil ich ja gar nicht so nach Wolperdinger ausgeschaut habe. Und dann habe ich Bayern gut vertreten. Es war alles gut, der Auftritt ist gut gelaufen. Wir sind dann nach der Show wieder hinter die Bühne, gab es einen riesen Applaus, kommt's noch mal raus. Und dann sagt der Moderator, und jetzt erzählt jeder von euch noch einen Witz. Und da war Panik. Ich habe meine Schweißflecken, mir spross alles aus mir raus. Ich wusste gar nicht, was ich erzählen soll, aber ich kann keine Witze erzählen. Und dann haben die sich alle aufgestellt und ich bin ganz zum Schluss gerannt, in der Hoffnung, dass mir in der ganzen Zeit, wo die Witze erzählen, ein Schenkelklopfer nach dem anderen, dass mir noch irgendwas einfällt. Und nicht vergessen, ich bin in Kiel. Und dann vor lauter Verzweiflung ist mir ein Witz eingefallen, den mir der Ottfried Fischer erzählt hat. Nach 2 Flaschen Rotwein. Und da ist er mir wieder eingefallen, Kiel, und dann stehe ich und höre mich sagen, die sagt, ich weiß ein, pass auf, da kommt der Schorsch kommt nach der Schule nach Hause und da geht er zu seinem Papa und sagt, du Papa, ich möchte jetzt so gerne ein Madel sein. Und dann sagt der Papa, was willst du? Ein Madel sein? Auf Fotzen kannst du haben. Ja. So, und jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, das erzähle ich in Kiel.
in Kiel. Da saßen 400 Leute und die haben gesagt, hat die gerade Fotzen gesagt? Ja, du, die hat Fotzen gesagt. Und mir war überhaupt nicht bewusst, was da eigentlich das Drama ist, bis mir irgendwann mal in die Augen geschossen ist. Ich habe gedacht, Scheiße. Also ich habe brutal versagt. Deswegen ein riesen Respekt an euch, ein riesen Applaus. Das muss man kennen. Wer kennt Almazet-Handtuch? Keiner. Das ist ein Diätpulver. Kennt ihr das nicht? Das ist ein Diätpulver. Wenn du das frisst, dann wirst du ganz dünn. Da gibt es noch diese Werbung, wo diese Frau in ihrem gelben Bikini am Strand umeinander joggt. Sie und ihre 3 Möpse. Die hat da so ein, wie heißt das, so ein Dings hat ein Hund. Hund ist es nicht, nein, es ist ein Mops. Es ist ein Mops. Kennt ihr die Rasse? Mops. Das ist die, die hinten und vorne gleich ausschaut. Wo man nie genau weiß, auf welcher Seite man da jetzt das Leckerli reinsteckt. Ich merke es immer, wenn es zu schnell ist. Ich meine, und dann hat diese Almazet-Frau, diese Mops-Frau, die sieht Wahnsinn aus. Ich bin nicht neidisch, wirklich nicht. Also ich kann das schon akzeptieren, wenn jemand super ausschaut. Das ist überhaupt kein Problem. Die schaut super aus. Mhm. Aber die hat eine riesige Zahnlücke. Die hat eine riesige Zahnlücke. Aber kein Mann sieht das. Wenn ich zu meinem Mann sage, schau doch da bitte hin, die hat diese riesige Zahnlücke. Da sagt mein Mann, was meinst du? Welche Zähne? Das war jetzt gemein. Nein, es ist gemein. Aber ich meine, jetzt wird es mal ernst. Also ehrlich, deswegen mit dem Bäuch. Schaut's. Bäuche, das ist einfach was Wichtiges. Nehmt die heute bitte mit nach Hause. Liebt eure Bäuche, streichelt eure Bäuche. Schaut euch meinen Bauch an. Mein Bauch darf bleiben, wie er ist. Ja? Okay. Ja. Aber ich muss sagen, ich spüre den Blick, du bist auch so ein Gescheithaferl, gell? Ja. Ich spüre den Blick, du hast gerade den Bauch angeschaut, dass du, naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Ja, das ist, aber ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Und der Harry hat gesagt, ihr seid ein sehr sensibles Publikum. Ja, und ich soll liebevoll mit euch umgehen und deswegen habe ich mich heute auch so rausgeputzt. Und deswegen habe ich mir extra für euch heute eine bühnentaugliche Stützstrumpfhose angezogen. Ja? Stützstrumpfhose. Weil Sie viele Frauen kennen vielleicht Stützstrumpfhosen, Hand hoch, wer kennt das? Ja. Ah, Stützstrumpfhosen sind toll, wenn man drin ist. Es dauert manchmal so ein paar Stunden, aber dann schaut es super aus. Und das Tolle an so Stützstrumpfhosen ist ja, dass es von unten alles so raufschiebt, versteht ihr? Deswegen schaut das hier so gut aus. Du, also ehrlich, also ich will euch da jetzt nicht desillusionieren, aber das ist nicht echt. Nein, das ist nur der Rest von unten. Dankeschön! So, eine 93 geht zur Generalsanierung zum Arzt. Untersuchung, Entschuldigung. Hat der Arzt gesagt, gnädige Frau, Sie sind jetzt 93 Jahre alt, Ihr Freund ist 33. Da kann exzessiver Sex zum Tode führen. Dann hat sie gesagt, dann stirbt er halt. In der Apotheke kommt der Typ rein um die 30. Sagt, grüß Gott, ich bräuchte ja ein Kondom. Sagt die Frau, naja, dann legst du ihn mal her, dann schauen wir, wie ich da grüß. Dann streicht es zweimal drüber. Sagt, okay. Friede, bring mal die Größe 8. Halbe Stunde später kommt der Mann um die 60. Sagt, grüß Gott, ich bräuchte ja ein Kondom. Sagt, naja, dann legen Sie ihn mal her, dann schauen wir, wie ich da grüß. Streicht zweimal drüber, sagt, oho, hey Friede, bring mal die Größe 14. Wieder eine halbe Stunde später kommt ein junger Mann, 16, kommt rein und sagt, grüß Gott, ich bräuchte da Kondom, bitte. Sagt, naja, Bierstüttel, dann legst du ihn mal her, dann schauen wir, wie ich da grüß. Streicht zweimal drüber,
Sagt er, Elfriede, bring mal einen Lappen. Also ich bin noch kein Fan von der Deutschen Bahn, aber vor kurzem ist nicht anders gegangen, habe ich mal mit Zug gefahren, ne? Und dann bin ich so gefahren und auf einen Schlag der ICE, ne, vom Gleis unten, Ranger OW, am Fluss entlang, Ranger wieder auf die Gleise zurück. Haben wir gedacht, was war denn das jetzt? Habe ich zum Zugbegleiter habe ich gesagt, hey, sag mal, der Zug gerade vor die Gleise unten, in Ranger OW, am Fluss entlang, Ranger wieder auf Gleise zurück. Sag ich, was war denn da los? Und dann sagt er, na, das weiß ich auch nicht. Wenn's zum Schaffner, also zum Zugführer gehe, vielleicht weißt du ja was, dann bin ich 4 zum Zugführer, hab angeklopft. Dann sag ich, hey, was war denn gerade los, ne? Vor die Gleise und den Ranger OW am Fluss entlang, in Ranger wieder auf, zurück auf die Gleise. Was ist denn da, was war denn los? Sagt er, ja, kann mir nicht helfen, da sind ein paar Preisen, sind auf dem Gleis gestanden. Dann habe ich gesagt, ja und? Die fährt man doch um, da fährt man doch nicht. Sagt er, ja, aber die Preisen sind vor die Gleise und den Ranger OW am Fluss entlang, in Ranger wieder auf. Ja, die Konkurrenz ist groß, gell? Also der kleine Bauer hat zuerst mal mit seinem Vater Boot dürfen, sind sie in der Bootwanne drinnen geguckt, alle zwei. Sagt der Bauer, du Papa, jetzt muss ich mal was fragen. Ich habe jetzt letztlich Mama Nacken gesehen. Was ist jetzt das, was die zwischen die Face hat? Dann hat der Vater gesagt, na ja, weißt, das ist das Paradies. Der Bauer gesagt, Papa, was ist noch das, was du zwischen die Face hast? Hat der Vater gesagt, das ist der Schlüssel zum Paradies. Dann hat der Bauer gesagt, Papa, du musst vom Paradies Schloss auswechseln, der Nachbar hat einen Ersatzschlüssel. Also österreichisches Mädel macht seine Matura mit Bravour. Der Vater ist total begeistert und schenkt ihr eine Nordamerika-Reise oder eine Südamerika-Reise. Kostet das aussuchen, hat er gesagt, gell? Ja, sie fährt auf Südamerika, fliegt, gell? Und im Kreise der Familie ist auch der Dora, die Oma, ne? Und ja, und sie ist jetzt 14 Tage weg, gell? Jetzt kommt's wieder und die ganze Familie sitzt dumm und wartet auf den Bericht, ne? Und dann sagt halt der Vater, ja, und wie war's noch? Und dann sagt er, erst, Papa, das war super, ne? Und die Oma sitzt schon aber so da, hä? Und ja, und sie erzählt, sagt, Papa, du kannst dir das nicht vorstellen, die haben Bananen, so große Bananen und Zitronen, solche Teile, gell? Ich kann's dir gar nicht sagen, ich war ganz begeistert. Dann sagt die Dora, die Oma, was unter Geld hat er auch noch? Der Schuster hat einen Lehrbuben und mit Verlaub, bei dem fährt der Lift nicht bis ganz auf. Und dann kommt er halt zum Meister und sagt, Meister, Materialkunde bin ich ganz schlecht. Kann man ein bisschen Nachhilfe kriegen? Sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich stelle eine Frage und du, ist ganz einfach, und du schaust nach der Antwort. Ich sage, also, pass auf. Das ist schwarz, steht im Regal und hat schwarze Schuhbandel. Was? Das ist schwarz, steht im Regal und hat schwarze Schuhbandel. Meister, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sagt er, das sind schwarze Schuhe. Also, ja, genau. Jetzt hat volle Konzentration. Der Meister sagt, pass auf, ganz einfach. Es ist braun, hat braune Schuhbandel und steht im Regal. Was ist das? Was? Braun? Das sind braune Schuhe. Ah ja, genau, jetzt wo du das sagst, genau, pass auf. Machen wir es ganz anders. Was hängt an der Wand, macht Tick-Tack und eine Stunde kommt der Kuckuck raus. Steht nicht im Regal. Nein, es steht nicht im Regal. Es hängt an der Wand, macht Tick-Tack und eine Stunde kommt der Kuckuck raus. Es hat keine Schuhbandel? Nein, es hat keine Schuhbandel. Dann werden es wahrscheinlich Gummistiefel sein. Der Lehrer in der Schule gibt die Kinder eine Hausaufgabe auf. Sie sollen 3 Sätze schreiben, wo das Wort wahrscheinlich vorkommt.
und der Franzl geht heim und hockt schon eine Stunde lang an die ersten 2 Sätze, weil da ist er halt einfach nicht gut. Und bis er die 2 Sätze schon benannt hat, hat er halt ewig gebracht. Und der 3. Satz, der will ihm nicht einfallen und will ihm nicht einfallen. Nur mal eine Stunde später, nur mal eine Stunde später. Und auf einmal sieht er, weil ja am Fenster draußen der Papa mit der Times, also mit der Zeitung vorbeigeht. Und dann ist ihm die zündende Idee gekommen. Dann sind sie am nächsten Tag in die Schule. Also hat der Lehrer gesagt, Kinder, die Sätze mit wahrscheinlich, wer fängt an? Und der Franzl hat sich gemeldet, also, Herr Lehrer, mein erster Satz ist, die Wolken stehen heute sehr tief, wahrscheinlich wird es bald regnen. Da sagt der Lehrer, ja super Franzl, guter Satz. Und dein 2. Satz, ja, hat er wieder vorgelesen, die Kuh ist tragert, sie wird bald ein Kalb bekommen. Ja, sagt der Lehrer Franzl, Tragert sagt man bei uns nicht, da sagt man trächtig, aber ansonsten schon ein ganz guter Satz. Und dein 3. Satz, ja, hat er wieder das Lesen angefangen, mein Vater ging am Fenster vorbei mit der Times in der Hand. Schaut der Lehrer, was mit der britischen Times so gebildet? Der Franzl liest weiter, sagt er, wahrscheinlich geht er scheißen, weil Englisch kann er nicht. Da treffen sie 2 Spätzchen, haben sie lange nicht mehr getroffen gehabt. Da sagt er, ja, sag einmal, wie geht's dir, was treibst du denn? Sagt er, du, ich war jetzt in Italien. Du, richtig schön, ich hab da in Italien Urlaub gemacht, richtig bärig. Und auch die Frauen, ich muss euch sagen, die Frauen, richtig fesch. Und gescheit haben die haben ja so gescheit, haben ja die. Aber du verstehst kein Wort von denen. Da sagt er, ja, Moment mal, wenn du sagst, dass die gescheit haben, und du hast kein Wort verstanden, wie hast du das dann herausfinden können? Ja, ganz einfach. Ich bin ein guter Zeichner. Und da war ich letztens an der Theke, war so eine Frau neben mir, richtig fesch. Dann habe ich einfach einen Zettel genommen und einen Stift. Dann habe ich ein Glas Wein gezeichnet und eine Flasche Wein. Hat die sofort gewusst gehabt, dass ich sie auf eine Flasche Wein einladen möchte. Sagte, ja gut, so gescheit war ich auch gewesen. Ja, sag, Moment einmal. Dann habe ich weiterzeichnet. Dann habe ich einen Notenschlüssel gezeichnet und einen Parkettboden. Hat die sofort gewusst gehabt, dass ich mit ihr tanzen möchte. Sagte, ja, Notenschlüssel, Parkettboden, du, so gescheit war ich auch gewesen. Ja, Moment. Jetzt nimmt sie den Zettel und den Stift in die Hand, dann malt sie auf einmal ein Nachtkastel und ein Bett. Und jetzt frage ich die, woher weißt du, dass ich ein Schreiner bin? Es wird noch fleißig bewertet. Wolfgang, du hast gerade so einen Koffer rumgetragen. Wo ist er denn? Ja, den hab ich ja draußen. Ja, den holst du heute doch mal den Koffer. Hab ich ja draußen. Den Wolfgang kennt man ja nur mit Koffer. Nein, gell? das dauert noch. Ja, was da alles drin ist. Was da alles drin ist, da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Der Mann, der rennt immer nur mit Koffer rum. Intimfrisuren sind da drin. Der hat mir total durcheinander gebracht, der Mensch. Komplett hat er mich durcheinander gebracht, wie immer eigentlich. Das ist Wahnsinn. Wenn wir darf ich da mal reinschauen und aufmachen? Ja. Sag ich doch, Intimfrisuren. Zauberkoffer. Was ist das? Ja, das ist der Schäberl, der bringt nichts. Der bringt nichts. Okay. Was? Oh Gott, das sind ja viele. Schaut aus wie ein Pelzverkäufer. Schaut mal rein. Ja. Schaut aus wie ein Pelzverkäufer mit verschiedensten Brillen. Wo ist da deine Stolperbrille? Ist die dabei? Stolperbrille ist dabei. Das ist jetzt das Falsche auf. Was hab ich denn an? Was haben Sie mir denn angezogen? Wo haben Sie mich denn hergedingst? Ja, Herr Stolper, wunderbar. Aus dem schönen Wolfratshausen hier in Weiden an dieser Stelle. Danke. Ja, Liebner. Ich grüße Sie. Extra. Genau. Für Sie stehe ich auf. Ja. Herr Stolper, kurze Frage. Momentan politische Situation aktuell sehr, sehr schwierig. Könnten Sie es denn besser wieder, Herr Merz? Natürlich. Das ist ja keine Frage, in 10 Minuten. Wenn Sie hier am Hauptfriedhof in Weiden einsteigen und schauen Sie diesen Friedrich Merz sich einmal an. Nicht? Auf dem zweiten Wahlgang ist er mit dem Rollator über die Krücke ins Kandisbrunslerinnenamt eingezogen, ins Brunsi-Kanzlerinnenamt, ins Bundespräkanzlerinnen. In das Amt das ist ein später Erfolg des eigentlich abservierten Friedrich Merz. Der wurde vor 20 Jahren von der Merkel abserviert und dann wieder aufgetaut. Das ist ein politischer Werdegang nach dem Bofrost-Prinzip. Ja, also wenn Sie mich schon fragen. Ich meine,
Es hat ja immer geheißen, Ihr Zögling ist Markus Söder. Ja. Sind Sie denn mit Markus Söders Arbeit als Foodblogger zufrieden? Er wuchtet eine Bratwurst in sich hinein. Das ist im Grunde genommen interessant, mit was man halt alles Politik machen kann. Also, ich hätte ja gedacht, dass Markus Söder eines Tages unser nächster Bundeskandidat, also Kanzler, also Brunzendings, hätte er damals diesen den Dings, Ach, der Scholz, der vor dem März, der März Nein, der war. Scholz-Ding. Wie hieß er denn? Armin Laschet hieß der Kandidat. Armin Laschet, 4 Silben und 2 davon waren Arm und Lasch. Und den hätte er mitnehmen sollen zum Hauptmarkt in Nürnberg und dann hätte er ihn einladen sollen zur Rostbratwurst und dann hätte ihn in seinen Weckler hineinpressen müssen. Klein genug wäre er ja gewesen und verschwinden lassen bis nach der Wahl. Dann wäre, ja, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Dann wären wir in Bayern. Ja. Weil schauen Sie, das müssen Sie ja mal wissen, Herr Dings. Ich bin ja Ministerpräsident zu einer Zeit gewesen. Ich bin ja 2007 abserviert worden. 2007 hat man mich abserviert. Ja, warten Sie. Ich hatte 60,7%. Der Söder hat jetzt 37% zusammengebracht. Ich hatte 60,7%. Das war das höchste Ergebnis außerhalb von Diktaturen. Und zu meiner Zeit war es ja so, ich war ja unter meiner Ägide, also als ich Ministerpräsidentin des ehemaligen Bayern war, Ministerpräsident war, ja, ich sag's jetzt gegendert, und muss ja mit der Zeit gehen, Als ich das war, da muss ich Ihnen sagen, ein Bayer ist Papst geworden. Ein Bayer ist Kaiser geworden und hat den Fußball zu uns gebracht, und ein Bayer hat den Euro erfunden, wenn Sie meinen, was ich verstehe. Und dann war 2008 und ich war nicht beim Amt und wir hatten eine Weltwirtschaftskrise, danach kam Corona, danach kam die Pest, die Flüchtlingskrise, dann kam, was war's noch, die ganzen Kriege, und das alles nur, weil ich nicht mehr im Amt bin. So war's. Entschuldigung. Wahnsinn. So. Und ich habe hier auch den Horst Seehofer, da muss man ja mal aufpassen, dass man nicht verkehrt rum aufsitzt, weil sonst wird man Donald Trump. Das ist so. So. Das ist sehr schön, die Glatze hier gemacht, ja, mit den Haaren. Ja. Wie sieht's denn aus, Herr Seehofer? Aktuell in Rente, von Ihnen hört man ja gar nichts mehr. Was machen Sie den ganzen Tag? Ja, ich mache regelmäßig Sport. Aha. Aber sieht man es nicht an. Habe ich aber vor kurzem vorgenommen, vor jedem Schlafengehen 30 Liegestütze und 100 Sit-Ups. Ich bin seit 3 Tagen wach. Spaß. Aber den kennt ihr auch, gell? Klassisch. So. Was ist denn Kommen wir noch so da viele hin. Ich habe gar nicht gewusst, dass Das ist der Maggie Montana, kannst gar keinen jetzt irgendwie, das ist der Schlagersänger, der muss ein Lied singen, das geht jetzt gar nicht, aber den haben wir noch. Wer ist das? Ja, der Margus natürlich, aber der Margus hat noch einen Bart, das bringe ich so. Ja, aber der hat doch nicht einmal hin. keinen Bart, einmal hat er Bart, das ist doch Katastrophe für dich. Für mich ist es furchtbar, und vor allem, ich finde, zu ihm passt es einfach irgendwie. Das Wichtige ist, man muss einen entsprechenden Gang haben dazu, oder? Ja, lieber Herr Söder, es ist ja momentan wirklich eine schwere Zeit, in der wir leben. Was hätten Sie als Friedrich Merz anders gemacht? Viele sagen ja, Sie sind der Schattenkanzler. Ja, ist ist ja klar, ich bin super, ich bin die ganze Zeit rund um die Uhr unterwegs, das ist ja klar, schau, ich bin sogar überall, ich bin sogar hier. Ich habe in der Frühshow gepostet, um 6 Uhr war ich beim Oberfränkischen Bratwursterhaltungsverband, habe ich einen Bratwurstorden gekriegt, das ist ja klar, für 10-malige Teilnahme. Bei der Bratwurststichprobe habe ich bekommen den sauren Zipfel in Gold. Dankeschön. Ordnung. Ich schmeiß nichts raus, aber ich vermisse die Perücke vom hast Schäberl. du das schon aussortiert? Nein, der Schäberl ist da, aber wo ist er, der Habeck? Ist der Habeck, den hast du schon raus? Ja, aber ich habe da ja nichts mehr zu sagen. Ich meine, das ist ja auch Den hast so, du nicht mehr dabei, gell? Also er ist noch da, noch ist er da, aber er ist er fliegt da. raus. Ist ja klar, also er fliegt da raus. Also ich bin ja jetzt gerade auch, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. So. Sehr schön. Herr Habeck, momentan, ja,
politische Lage, wie schätzen Sie diese ein? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, total entspannt. Ich finde es total entspannt. Ich muss echt sagen, es ist ungewöhnlich, dass ich in Bayern Applaus bekomme. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise kann ich ja an den Hubgeräuschen der Traktoren kann ich erkennen, ob der Traktor neu war oder alt, nicht? Und das bin ich jetzt sehr geplättet, dass Sie mir da noch Applaus spenden wollen. Vielen Dank. Das freut mich wirklich sehr. Ich meine, ich muss Ihnen eines sagen, wir Grünen, wir sind ja uns selber manchmal nicht grün, nicht wahr? Zum Beispiel die Vogelschützer unter uns Grünen sind gegen Windräder und die Freunde, die Kröten über die Straßen tragen auch, weil von Windrädern geschredderte Vögel eben beim Herabstürzen auch Kröten töten. Lass was besser. Wolfgang, Krebs, meine Damen und Herren. So. Ja, ich kann es euch nicht ersparen. 2 Stotterer stehen vor dem Kiosk. Hat der eine zum anderen gesagt, ich brauche jetzt dringend Zigaretten. Hat der andere gesagt, ja. Dann hat er gesagt, jetzt machen wir Folgendes, wenn einer da hingehen kann, ohne dass er stottert, muss der andere dem die Zigaretten zahlen. Dann hat er gesagt, au ja. Dann hat er gesagt, du fangst an. Dann hat er gesagt, au ja. Dann ist er da hingegangen zu dem Kiosk, hat er sich konzentriert, hat gesagt, Habi! Haben die Schachtel HB hingelegt, ist er wieder zurückgegangen, hat zahlt, zurückgegangen, hat zum anderen gesagt, siehst du, wie das geht? Dann hat der andere gesagt, au ja. Dann hat er gesagt, jetzt kommst du dran. Dann ist der zum Kiosk vorgegangen, hat sich auch wieder konzentriert, hat gesagt, Rewal! Dann hat der Verkäufer gesagt, mit oder ohne Filter, hat gesagt, du Arschloch! Im Ozean, der Haifisch macht ein Kreuzworträtsel. Dann schwimmt der Barracuda vorbei. Dann sagt der Haifisch, du, ein Raubfisch mit 3 Buchstaben. Sagt der Barracuda, bist du blöd, denk doch mal an dich. Uwe. Wenn wir es ja gerade gehabt haben, Vereine und so weiter, ne? Neben dem Roten Kreuz gibt's ja auch noch die Feuerwehr. An jedem Dorf gibt's eine freiwillige Feuerwehr und die feiern einmal ganz gern und trinken einmal gern. Und da ist der Feuerwehrhäuptling, der Kommandant ist heimgefahren, nach so einem Feuerwehrfestel und hat schon ein wenig einen Bläderer gehabt. Und plötzlich steht der Polizist da, ne? Und der hält ihn an und dann sagt er, wo kommen noch Sie her? Feuerwehrfestel. Haben Sie was getrunken? Nein, halbe. Nein, halbe. Das war schon ein Haufen. Können Sie noch fahren? Ja, das geht schon. Naja. Ich habe einen guten Tag. Haben Sie vielleicht Zigaretten für mich? Zigaretten. Ja, dann geben Sie mir jetzt Zigaretten und lasse ich es ausnahmsweise mal weiterfahren. Ja, und er gibt mir eine Zigaretten und fährt weiter. 10 Minuten später steht wieder ein Polizist da, hält ihn an und sagt, wo kommen noch Sie her? Feuerwehrfestel. Ja, haben Sie was getrunken? Ja, bloß nein, halbe. Oh, nein, halbe, das war schon ein Haufen. Naja, ich war ja auch mal bei der Feuerwehr, ich weiß ja, wer das ist. Naja, mein Gott, haben Sie vielleicht Zigaretten für mich? Zigaretten. Naja, geben Sie mir halt eine, dann lasse ich es ausnahmsweise mal weiterfahren. Ne? 10 Minuten später steht wieder ein Polizist da, hält ihn an und sagt, wo kommen noch Sie her? Feuerwehrfestel. Haben Sie was getrunken? Nein, halbe. Nein, halbe ist vielleicht schon ein Haufen. Naja, aber ich weiß ja, wie das ist. Ich war ja auch einmal und dieses und jenes und tralala. Haben Sie noch weit? 100 Meter, haben links, rechts, passt schon. Naja, ausnahmsweise. Dann geben Sie mir nur mal Zigaretten und schauen, dass aus dem Kreisverkehr rauskommen. Ja, ein jung verheiratetes Ehepaar, frisch geheiratet.
Und da wollte sie der Kindersee nicht einstellen. Alles haben sie schon probiert, sie ist nicht schwanger geworden, Hormonkur, alles haben sie gemacht. Jetzt sind sie in ihrer, nicht mehr weiter gewesen, sind sie zum Pfarrer gegangen, haben gesagt, vielleicht war es der Pfarrer eine Lösung. Sind sie zum Pfarrer gegangen, hat der aber überlegt, sagt er, da kommt bloß mit einer Hilfe, der Jungfrau Maria, da müsst ihr jetzt eine Wallfahrt machen, auf Altödingen und zur Jungfrau Maria beten, dann wird's schon werden. Also haben sie eine Buswallfahrt gemacht nach Altödingen, haben gescheit bett und tatsächlich 9 Monate drauf kommt ein gesundes Kind auf die Welt. Gerade glücklich sind sie gewesen. Jetzt dauert es ein Jahr, so hat der Vater gesagt zu der Frau, sagt er, du, ich möchte noch mal ein Kind, soll ich mir noch mal eine Wallfahrt nach Altödingen machen? Hat sich die Frau gedacht, hoffentlich haben wir gleich einen Busfahrer. Wir haben einen Österreicher, einen Dialekt mag ich recht gern, einen 47-Jährigen und der gönnt sich zu seinem Geburtstag ein Lifting. Und jetzt geht er halt zum Liften und der kommt aus und er ist total begeistert, weil er schaut einfach bombastisch gut aus. Und er denkt, ich schaue in den Spiegel rein, das ist so Wahnsinn, ich schaue so super aus, Wahnsinn. Gell, jetzt tut er das Ganze testen, jetzt geht er aus, kommt an einer Zeitungsgeschäftel vorbei, ne, und da steht da so ein Mo drin und da sagt er, für wie alt schätzen Sie mich? Und dann sagt er, keine Ahnung, 33. Ja, ich bin 47, das ist ein Wahnsinn, er schätzt mich auf 33, ich schau so gut aus, ich kann mir, Wahnsinn. Jetzt geht er weiter, kommt an einen Würstelstand, gell, steht eine Verkäuferin drin, und dann sagt er auch wieder, wie alt schätzen Sie mich? Na, da hat die Würstelverkäuferin gesagt, keine Ahnung, 29, ja, 29, ich bin 47, ich schau so gut aus, das ist ein Wahnsinn, gell. Geht er weiter, kommt zu der Bushaltestelle, steigt ein, wenn der Bus kommt, ist bloß noch Platz frei neben so einem alten Weiberl, gell, sitzt er sich hin und dann sagt er, schaut er schon die ganze Zeit so mit Lohn, dann schaut er sich wieder sein Spiegelbild an im Fenster, gell, denkt, ich schau so gut aus, ich kann mich küssen, gell. Und dann sagt er, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Wie alt schätzen Sie mich? Jetzt sagt das alte Weiberl, ja wissen Sie, hat sie gesagt, ich bin 82, gell? Und früher, wo ich noch jünger war, da habe ich die Männer am Alter aber erkannt, wenn ich einer in die Unterhosen gelangt habe, gell? Wir könnten es ja noch mal probieren. Vielleicht klappt's ja, gell? Ja, der Mo ist natürlich total begeistert, legt sein Regenmantel drüber, gell, macht sich das Hosentürl auf. Die andere mit einer Wonne greift hinein, rührt ein bisschen rund um den Daumen, gell, mit einer fachmännischen Handbewegung geht's wieder aus. Sie sagt, guter Mann, Sie sind 47. Dann hat der Mo gesagt, das gibt's ja gar nicht, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, das stimmt, aber wie wissen Sie das? Das ist ein Wahnsinn. Dann hat sie gesagt, wissen Sie was? Ich bin am Würstelstand hinter ihr gestanden. Das Häschen sitzt am Flussufer und raucht einen Joint. Dann schwimmt der Biber vorbei. Sagt er, was machst denn du da? Sagt er, ich rauche einen Joint. Sagt er, was macht das? Dann sagt er, der Himmel ist rosa-rot, die Schulden sind der Wurst und alle Weiber sind schön. Dann sagt er, darf ich auch einmal? Ja, freilich darfst du einmal. Ja, wie geht das? Sagt er, du musst anziehen, ganz lang die Luft anhalten, am besten ist, du tauchst aufs andere Flussufer und dann ausatmen. Ja, der zirkt an, der Biber zirkt an, taucht ab und am anderen Ufer taucht er auf und da sitzt ein Nilpferd und der bläst ihm den ganzen Rauch ins Gesicht. Er sagt, boah, Biber, was hast denn du gefressen? Für Teufel. Dann sagt er, ich habe nichts gefressen, ich habe einen Joint geraucht. Er sagt, und was macht das? Dann sagt er, Himmel ist rosa-rot, Schulden sind der Wurst und alle Frauen sind schön. Sagt er, darf ich das auch mal? Sagt er, da musst du zum Hasen umschwimmen. Das Nilpferd rein ins Wasser, gell, taucht vor dem Hasen so ein Schädel auf, so große Augen, sagt der Hase, Biber, ausatmen, ausatmen! Der Opa hat Bauchweh gehabt,
und geht zum Doktor. Der Doktor untersucht ihn und gibt ihm Zapferl mit. Der Opa kommt wieder heim zu der Oma, sagt der Oma, und was hat er gesagt? Ja, sagt der Opa, Zapferl hat er mir mitgegeben und hat gesagt, ich soll es rektal einnehmen. Was ist denn das? Ja, sagt Oma, rektal. Weiß ich auch nicht, musst halt nochmal zum Doktor gehen und musst nochmal fragen. Jetzt ist der Opa wieder zum Doktor gegangen, kommt wieder heim, sagt die Oma, und, was hat er gesagt? Ja, jetzt hat er gesagt, ich soll es anal einnehmen. Was ist denn das? Mei, hat die Oma gesagt, ich weiß auch nicht. Na, ruf halt nochmal an und frag nochmal. Jetzt hat der Opa ist gegangen, hat beim Doktor angerufen, dann kommt er wieder in die Küche zurück, sagt die Oma, und, was hat er gesagt? Jetzt glaube ich, ist er grantig, weil jetzt hat er gesagt, ich soll es mir in den Arsch einschieben. Zwei Jäger unterhalten sie. Da sagt der eine zum anderen, du, ich war schon lange nicht mehr in deiner Hütten. Möchtest du mich mal einladen? Ja, freilich, gar kein Problem. Kommst einfach mal nächsten Samstag zu mir und dann zeig ich dir mal, was ich da alles geschossen hab. Gut, die treffen sie am Samstag und dann sieht er schon die Wand, verstehst, was er alles geschossen hat, verstehst, einen 14, einen 16, einen 18, ein Saukopf drum nach den anderen. Auf einmal erschrickt er auf einmal. Sag mal, was ist denn das? Warum, wo schaust denn du hier? Ja, das ist doch deine Schwiegermutter, das ist doch der Kopf von deiner Schwiegermutter. Ja, das ist meine Schwiegermutter, ja. Ja, aber die lacht ja. Ja, die hat bis zum Schluss geglaubt, dass er ein Foto wird. Aufgepasst, ihr Spaßkanonen! Die Stammtischrunden sind jetzt vorbei. Jetzt liegt alles in den Händen unserer Jury, Konstanze, Wolfgang und Harry. Ihr habt die Qual der Wahl. Welche 3 Kandidaten ziehen ins Finale ein? Gebt jetzt eure Entscheidung bekannt. Ja, es wird jetzt spannend. Ja. Aber wisst ihr was? Wir reden jetzt schnell. Ihr macht jetzt einmal kurz unsere Mikros aus da oben und ihr steht jetzt einmal auf und ihr haut nochmal eine kurze, knackige Runde durch. Ohne Wertung. Ihr hört zu, ihr habt den Spaß und wir ratschen. Also, auf los geht's los. Polizei hält ein Fahrzeug auf, sie fährt, er hockt auf dem Beifahrersitz. Während der eine Polizist sie kontrolliert hat, Verkehrskontrolle, geht der andere ums Auto rum, er Scheibe runter. Dann hat er zu dem gesagt, warum sitzen Sie auf dem Beifahrersitz? Dann hat er gesagt, ich habe was getrunken. Dann hat er gesagt, was haben Sie getrunken? Ja, 3 Bärwitz und 6 halbe Bier. Dann hat der Polizist gesagt, das ist immer noch kein Grund, dass Sie Ihre Frau fahren lassen. Ich habe einen neuen Kühlschrankmagneten. Ich bin total zufrieden. Ich habe jetzt schon 8 Kühlschränke. Was ist der Unterschied zwischen einer Hebamme und einem Chemiker? Ja, der Chemiker sagt H2O und die Hebamme sagt OH2. Also kurz und knackig, eine Maus hat sich mit einem Mäuserich gepaart. Da hat die Maus gesagt, hoffentlich war das jetzt nicht für Katz. Es ist wurscht, ob ich sitze oder stehe, bin ich. Das war noch nicht der Witz, hallo. 2 Freunde treffen, sie sagt die eine zum anderen, wie geht's denn? Er sagt, ja, nicht so besonders, warum? Ich sagt, ich kann meine Schwiegermutter, ich kann's ankrallen, gell? Also das ist so ein Rindviech, ich mag's einfach nicht und ich glaube, ich werde es umbringen. Also, spinnst du? Nein, ich gehe morgen in die Apotheke, dann schauen wir mal. Also er geht in die Apotheke, sagt zum Apotheker, er braucht ein Zyankali. Ja, guter Mob, für was brauchen Sie ein Zyankali? Er sagt, ich will meine Schwiegermutter, ja, spinnen Sie, jetzt kriegen Sie erst recht keins, Gottes Willen. Tut der Mo Goldbarrel aus, hinten vom Arsch, ja, tut er der Büttel von der Schwiegermutter aus, zeigt das ihm, Sie haben ein Rezept. Der Indianerbub fragt seinen Indianervater, warum die Indianer alle so komische und lange Vornamen haben. Und er sagt, das ist ganz einfach. Wenn ein Kind bei uns auf die Welt kommt, dann macht man das Zelt auf und das, was man als erstes sieht, so heißt dann das Kind. Drum heißt deine Schwester bezaubernde Morgenröte. Ja, sagt der Bub, das verstehe ich. Vielen Dank, Vater. Sagt er, sehr gerne. Katze, die vor Zelt scheißt.
2 Buchermeistern haben beim Bieseln gewesen, jetzt hat der eine aber so nie geschaut und hat aber so nie geschaut. Und wenn der 4. gewesen ist, hat er das Hosentierl wieder zugemacht und hat gesagt, dafür habe ich die größere Gemeinde. Der Doktor sagt zum Patienten, also, ich kann die Ursache bei einer einfach nicht finden. Aber ich vermute, es liegt am Alkohol. Da sagt der Patient, gut, dann komme ich wieder, wenn Sie wieder nüchtern sind. Sehr schön. Dankeschön. Haben wir jetzt 3 Personen auserkoren. Und War aber knapp, also wenn man sehr knapp. Es war wirklich sehr knapp. Wir würden jetzt vorschlagen, Ladies first. Liebe Konstanze, du lässt Also es ins vor. Finale lade ich ein den Wolfgang Bösel. Der muss jetzt mal vorne hinsitzen. So. Und ich lade ein den Matthias Stoib. Sterben Und last but not least, einer, der ja sich nach langer Zeit mal wieder hergetraut hat, der schon 2-mal Oberpfälzer Vizemeister geworden ist, einmal der Günter Brandl. Lieber Günter, schauen wir mal. So. So, liebe Finalisten, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird gewitzt und nicht gemeckert. Die Jury hat 3 Kategorien festgelegt, aus denen ihr Witze erzählen müsst. Nach diesen 3 Runden wählt die Jury den Bayerischen Vizemeister 2025. Ja, ich flippe aus! Viel Spaß und möge der Beste gewinnen. Wir müssen die Reihenfolge ja bestimmen. In der Regel wird die Reihenfolge im Vorfeld ausgelost von unserer lieben Cora. Und die liebe Cora kommt jetzt auf die Bühne. Cora, das ist dein Applaus. Wow. Cora. Das schon brauchen wir nicht. So. Jetzt wird nicht gelost, jetzt wird gewürfelt. Jeder von euch kriegt eine Würfelfarbe, egal, sie sind alle gleich. Ja, ich würde sagen, genau, grün zu grün. Und dann würde ich euch jetzt bitten zu würfeln. Sehr schön, dann haben wir die, 3, 4, 5, 1, 2, 3, so ist die Reihenfolge. Es fängt dann jeweils immer Wolfgang an. Lieber Wolfgang, spickst du? Hast du da einen Zettel? Was steht da drin? Okay, nein, ist alles. Er darf auch spicken, ist kein Problem. Dann macht der Günther weiter und am Schluss, Matthias, machst du den krönenden Abschluss. Ja, die Würfel räumen wir wieder weg. Und ich darf vorschlagen, wir trinken jetzt ein kleines Schlückchen. Aha. No. Ach, das ist schon wieder vorbereitet. Ja, das ist natürlich. Ja Wahnsinn. Aufs Finale. So, es muss ja nur der Wolfgang fahren. Von dem her, bleibt ja gleich bei mir. Ja, wir werden wahrscheinlich im Auto ein bisschen Ja, aber schlafen. das ist ja so wenig, das macht ja nichts auf mein Gewicht. Aber das ist ein Blutwurz, oder? Das ist ein Blutwurz, den trinken wir auf unsere Auf alle. Finalisten. So. Prost. Stößchen. Ach so, du bist ja auch noch da, genau. Na, ich warte noch, bis die ganzen... Ich wünsche mir, liebe Finalisten, dass ihr jetzt bei eurer letzten Runde, bei der ersten Finalrunde, Penninger Blutwurzen in euren Witz mit einbaut. Boah, krass. Ist eine gute schwierige Idee. Aufgabe. Viel Spaß. Ja, Penninger Blutwurz, ne? Da ist der Präsident Trump ist in die Hölle gekommen. Und dann hat der Teufel zum Trump gesagt, du kehrst da absolut her, aber ich hab keinen Platz mehr. Alles voll. Aber pass auf, wir machen es ja so, ich hab da 3 Zimmer, da bin ich mir unsicher. Schaust dir die 3 Zimmer an und wer immer in dem Zimmer drin ist, der darf dann heimgehen und du bleibst da. Ja, der Trump sagt, ja, das ist wunderbar, ja, das machen wir genauso. Ja. So, dann sind sie ins erste Zimmer eingegangen, dann ist der Obama drin gehockt, ne? Und andauernd ist der auf so ein 5-Meter-Brettel aufgestiegen und ist in so ein ganz kleines Babybecken eingesprungen.
und wieder aufgestiegen und wieder untergesprungen. Und wieder aufgestiegen und so weiter. Hat der Trump gesagt, well, I don't know, mit meinen Knie und ich bin schon alt, ja, das funktioniert nicht so gut. Nein. Und dann hat er gesagt, okay, gehen wir ins zweite Zimmer. Sind ins zweite Zimmer gegangen und ist der Richard Nixon drin geguckt, und hat eine Flasche Blutwurz nach dem anderen saufen müssen. So kaum, dass die eine Flasche leer war, flupp, war eine neue Flasche da, hat er die wieder trinken müssen, flupp, war eine neue Flasche da, wieder, flupp, und die ganze Zeit so weiter. Dann hat der Trump gesagt, ich mit meiner Leber, nein, das funktioniert, nein, das ist nicht so gut, nein, ich glaube, ich schaue mir die dritte Zimmer an, ja. Und im dritten Zimmer ist der Clinton drin gewesen mit der Monika Lewinsky, ja. Und der Clinton so aufs Bett gefesselt, und die Monika so auf ihm drummern und haben so einen Spaß gehabt. Und dann hat der Trump gesagt so, alright, ich glaube, das ist super, ich glaube, das ist wunderbar, genau das machen wir, ja. Und dann hat der Teufel gesagt, wunderbar, Monika, du kannst jetzt heimgehen. Ein Mo hat Urlaub gemacht in Spanien unten. Jetzt ist er auf Nacht in ein Wirtshaus geguckt und wollte sich was zum Abendessen bestellen. Jetzt schaut er die Speiskarte an, jetzt ist es alles auf Spanisch gestanden. Jetzt hat er nichts lesen können. Jetzt hat er einen Kellner hergeholt, sagt er, was darf Sie empfehlen? Sagt der Kellner, Stierhoden. Sagt er, was Stierhoden? Sagt der Kellner, ja, wir haben jeden Tag Stierkampf und da gibt's auf Nacht Stierhoden, das ist eine Delikatesse bei uns. Da hat der Mo gesagt, na gut, da bringen Sie halt eine Portion und zur Magenberuhigung ein Penninger Blutwurz hinten nachher. Ja, der Kellner bringt ihm da drin 2 so riesen Ballen Fleisch umgehen, gell. Der probiert's und gerade geschmeckt hat sich ein Mensch, sagt, dass seine Stierhoden gut tun, ne. Am nächsten Tag kommt er wieder, sagt zum Kellner, Herr Kellner, eine Portion Stierhoden bitte und zur Magenberuhigung ein Penninger Blutwurz nachher. So hat er gekriegt wieder 2 riesen Dinger bestellt. Dritten Tag kommt er, sagt er wieder, Herr Kellner, eine Portion Stierhoden bitte und zur Magenberuhigung ein Penninger Blutwurz. Jetzt kommt der Taler, jetzt sind noch statt einer großen Portion bloß 2 so kleine Fleischbrickerl umgewesen, ne? Sagt der zum Kellner, warum ist die Portion heute so klein? Hat der Kellner gesagt, heute hat der Stier gewonnen. Die Jungfrau Maria geht zum Herrgott und dann sagt sie zum Herrgott, lieber Herrgott, ich war schon lange nicht mehr unten auf der Erde, darf ich endlich mal wieder runterschauen? Sagt der Herrgott, ja, das können wir machen. Du darfst 3 Tage unten bleiben, aber ich habe eine Bedingung. Ruf mich bitte jeden Tag einmal an, dass ich gewiss weiß, dass es dir gut geht. Okay, sie fliegt runter und dann, erster Tag, auf Nacht, ruft so, ring, ring. Herrgott, grüß Gott, da ist Jungfrau Maria. Ich war jetzt gerade in so einer Borzen drin und da haben wir ein bisschen geschnapselt mit einem Penninger Blutwurz, mit Bonbonsbäder. Ist das schlimm? Um Gottes Willen, das ist doch nicht schlimm. Das ist alles gut, wunderbar. 2. Tag. Ring! Herrgott, grüß Gott, da ist Jungfrau Maria. Ich bin jetzt mit den Mannsbädern wieder beieinander geguckt und ich habe mir davor ein paar Dessous noch gekauft. Ist das schlimm? Na, um Gottes Willen, das ist doch nicht schlimm. Ich kann ruhig weiter da machen. Ist alles gut. 3. Tag. Ring! Herrgott, grüß Gott, da ist Jungfrau Maria. Na, Schmarrn, da ist Maria. Ist das schlimm? Ja, jetzt fragt man sich was. Also, ich habe mir überlegt, was könnte es für eine Situation sein. Ich war die letzte Zeit so ab Juli beschäftigt, weil ich werde jetzt nächstes Jahr 60 und dann ich probiere noch was aus, was ich mich mit 50 nicht getraut habe. Pole Dance. Ich habe mir den Pole Dance, genau. Und ich würde wahnsinnig gerne, nee, Spaß. Und also ich habe einen Motorradführerschein sozusagen, aber ich dachte, das machst du noch, gell? Nein. Mit 50 habe ich mich nicht getraut, weil da waren so viele Anzeigen in der Zeitung mit Todesdings und dann dachte ich mir, das ist blöd. Und jetzt sind meine Kinder aus dem Gröbsten raus, jetzt ist es verantwortungsvoll, aber ich möchte es unbedingt machen. Wir würden jetzt gerne einen Witz hören, entweder zum Thema Verkehr oder zum Motorrad. Geht das zum Motorrad?
Nein, das glaube ich zu krass. Du musst schon unterscheiden, weil Verkehr ist zweideutig. Das musst du Motorrad tun. Also eindeutig. Motorrad oder Verkehr? Nein, dann machen wir Motorrad. Nein. Genau. Oh, jetzt wird's spannend. Einer freut sich, zwei schauen skeptisch. Ja. Naja, ich habe ja auch irgendwann mal einen Motorradführerschein gemacht, ne? Und dann bin ich von der Fahrschule bin ich heimgefahren und dann ist an der Straßenrand ist so eine hübsche Blondine gestanden und hat den da gemacht. Und ich habe mir dreimal überlegt, nimm es mit heim, nimm es nicht mit heim, ja, was machen wir? Ja, ich habe erst am Arg gehalten, kann ja sein, dass er Panne hat oder irgendwas, ich bin ja ein netter Mensch, ne? Habe ich Arg gehalten und habe gesagt, und wie schaut's aus? Ja, okay. Also, habe ich es mitgenommen. Irgendwann ist meine Frau heimgekommen. Und der hat uns natürlich im Flagranti im Bett erwischt. Habe ich gesagt, Schatz, lass dir erklären. Das ist eine Anhalterin, die habe ich mitgenommen. Dann hat's nichts zu essen gehabt. Dann habe ich ein wenig vor so einen Kühlschrank gegeben, was wir nicht mehr brauchen. Ja? Und dann hat's so eine ekelhafte, dreckige, verranzte Blusen auch gehabt. Und dann habe ich eine von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst. Und dann hat's ausgelatschte Schuhe auch gehabt. Dann habe ich ein paar von dir gegeben, die du nicht mehr brauchst. Ja? Und der Hosen, das war auch nichts Gescheites. So habe ich einen Rock von dir gegeben, den du schon lange nicht mehr brauchst. Ja? Und dann am Schluss hat sie gefragt, ob es noch was anderes gibt, was du nicht mehr brauchst. Zwei Nasche haben einen Tag Auslauf gehabt, haben sie also im Irrenhaus nicht bleiben dürfen, haben sie also freie Verfügung gehabt, hat der Doktor gesagt, das Kind da, was zwölft. Dann haben sie alle überlegt, da hat ein Nascher zum anderen gesagt, weißt du was, wir leihen sie Motorrad aus und fahren umeinander. Gut, sie haben sich Motorrad ausgeliehen, dann fahren sie eine Weile. Vor mir sagt der Vordere, du, ich glaube, wir kommen in der Stadt. Sagt dann, wie kommst du denn da drauf? Sagt er, weil ich mehr Leute zusammenfahren. Ein Ehepaar unterhalten sie über alles Mögliche. Jetzt war so ein richtig schönes Gespräch drinnen und dann ist er so ein bisschen sentimental geworden. Dann hat die Frau gesagt, du Schatz, wenn ihr mal sterben darfst du nur mal heiraten. Ich sag, Schatz, du, natürlich werde ich nicht mehr heiraten. Du bist meine einzigste Liebe. Ja, hat dir das nicht gefallen, wenn wir so verheiratet waren? Doch, natürlich hat's mir gefallen, war doch schön. Aber dann tu doch bitte schon wieder heiraten. Ja, von mir aus, wenn du meinst, wenn du sterben darfst, dann tue ich halt wieder heiraten. Du darfst wieder heiraten, aha. Ja, wie ist das dann mit den Motorradfahrten, die wir so gern gemacht haben? Tut sie dann da mitfahren? Ja, natürlich fährt die da mit, weil wir haben ja dann verheiratet. Ach so, ja. Und wie ist das dann mit meiner Golftaschen? Tut sie dann da auch mitgolfen? Nein, sie ist Linkshänderin. So. Schon wieder so knapp, das gibt's. Das ist sehr, sehr knapp. Eine haben wir noch. Und zwar, weil er gerade da steht. Einen riesen Applaus für den Macher des Witzestammtisches, unseren lieben Hubertus Herrmann. So. So, lieber Hubertus, komm mal her. In Hubertus geht's halt nicht mehr gut. Der feiert jetzt so richtig, seitdem das um 15 Uhr die Entscheidung bekannt gegeben wurde. Geht's dir noch gut? Passt alles? Ja, das ist schön. Na, danke schön, mir geht's super, danke. Wunderbar. Und zwar perfekt, dass du jetzt hier oben gestanden bist, denn ich könnte dich für so die nächste Kategorie brauchen. Ich muss eine Kategorie vorgeben und er hat ein Spiel entwickelt. Das Spiel zur Bayerischen Witzemeisterschaft. Und in diesem Spiel, es sind mehrere Karten drin, die verschiedene Witzekategorien vorgeben. Pack doch mal das Spiel aus. Jawohl. Das hier ist dieses, gibt's nicht zu kaufen. Vielleicht bringt es irgendwann mal auf den Markt. Aber aktuell sind es lediglich Karten mit verschiedensten Kategorien drauf. Jawohl, Witzekarten für den Bayerischen Witzestammtisch. Alle, die bei uns mitmachen dürfen zu diesem Witzestammtisch. Einer war schon, weitere werden folgen und Leute, da wird's lustig. Und von daher, ja, du darfst das jetzt machen, du darfst jeden ziehen lassen, es sind verschiedene Kategorien drauf und genau zu dieser Kategorie dürft ihr jetzt dann einen Witz erzählen.
So. Danke, lieber Hubertus. Und ja, ihr sagt jetzt kurz eure Kategorie, die ihr gezogen habt. Und dann schießt los mit eurem Witz. Der finale Rettungsschuss. Bitteschön. Also, ich habe die Kategorie Männerwitz gezogen. Kann man jetzt denken, wenn man will. Aber ich da mir leicht, ich bin, glaube ich, nur ein Mann. Ja, zumindest steht es in meinem Ausweis heute noch drin. Und da habe ich mich das letzte Mal mit meinem Kumpel, sind wir in der Wirtschaft gehockt und haben wir eine halbe und nur eine halbe und nur eine halbe und nur ein Penninger Blutwurzel und nur ein. Und wenn wir als Männer halt so sind, irgendwann fangen wir das richtige Reden miteinander an. Und dann schaue ich ihn so an und sage so, Viktor, Frage, ich habe ein Mausproblem daheim. Lauter Mäuse in der Wand, in der Decken, überall. Kannst mir helfen? Und er sagt, ja Wolfgang, kein Problem. Wir in Russland immer haben wunderbare Mittel gegen Mäuse. Maus kommt, ich mach Boom, Maus fällt Boden, Maus kaputt. Sag ich, okay, krass. Und dann? Ja, dann, komisch. Nächstes kommt Ente. Großes Ente. Und ich, na, egal, Ente, bam, Knie im Gesicht, auf Boden, bam, bam, bam. Ente auch kaputt, auch kein Problem. Ich sag, Alter, ja, und dann? Und dann kommen 2 Eichhörnchen, ja, kommen auf mich zu, großes Eichhörnchen. Und ich habe Angst, ja, ich nehme Feuerzeug, ich nehme Deodorant und mache Flammenwerfer, ja, und jetzt Eichhörnchen brennen, rennen in den Kreis, alles gut. Ich so, oh, cool. Und ich so, Alter, und dann? Und sagt er, dann habe ich Hausverbot bekommen in Disneyland. Also ich habe die Kategorie Frauenwitz gezogen. Geht einmal in eine Bäckerei, sagt so zu ihrer Frau hinterm Tresen, zu der Bäckereifachverkäuferin, was kostet bei einer Brezen? Sagt die 50 Cent. Merkst du, ist ein alter Witz, weil du kriegst einen Händler für 50er Brezen. Na, sagt er mal, ja, es reicht, legt der 50er am Tresen, geht, nimmt aber keine Brezen mit. Am nächsten Tag kommt er wieder, legt wieder ein 50er, geht wieder. Nimmt keine Brezen mit. So geht es ein paar Tage, 14 Tage lang. Jeden Tag legt er was hin. Jetzt kommt er wieder, legt wieder ein 50er hin. Sagt die Bäckereifachverkäuferin zu ihm, also jetzt mal einer schon mal anreden. Dann sagt er, ja, Sie wundern sich, warum ich immer ein 50er hinlege und nimm nichts mit. Hat die Bäckereifachverkäuferin gesagt, nein, das ist nicht. Ich wollte bloß sagen, ein Pein kostet der Brezen 60 Cent. Also ich hab die Kategorie besoffenen Witz. Ja. Also die Frau hat überlegt gehabt, ja, am Samstag auf Nacht möchte sie mal wieder mal ein richtig schönes Essen machen. Was, ein Schweinsbraten mit Genie, selbstgemachte Kartoffelknödel, verstehst? Jetzt hat es ihr da eingefallen, mein Gott, ich hab vergessen Kartoffeln zum Kaufen. Und morgen ist Sonntag. Hey, ich warte jetzt, bis mein Mann daheim ist. Jetzt kommt der Mann heim. Jetzt muss ich aufstehen. Jetzt kommt der Mann heim und sagt er, Schatzi, bin daheim. Mein Gott, dass du da bist. Du, ich brauche unbedingt 2 Pfund Kartoffeln. Gehst du bitte schnell 3. Stock auf zu der Frau Meier und frag um 2 Pfund Kartoffeln. Sagt er, nein, zu der mag ich nicht, zu der schönen Frau. Du, mit dem Zinken und mit der Warzen da unten, die mag ich einfach nicht. Doch, du gehst jetzt hin. Ja, was soll ich denn sagen? Du gehst einfach hin, sagst, grüß Gott, Frau Meier, entschuldigen Sie die Störung. Meine Frau hat vergessen, Kartoffeln zum Kaufen. Könnten Sie uns bitte 2 Pfund ausleihen? Am Montag kriegen Sie es wieder. Jetzt ein Steier, der schon so missmutig einen ersten Stock auf, fängt da zum Reden, sagt er, grüß Gott, Frau Meier, schönste Störung. Das sage ich nicht, das sieht er, wenn ich dann da bin. Das sage ich nicht. Nein. Meine Frau hat vergessen, nein, vergessen sage ich auch nicht. Nein, sage ich nicht. Ich sage einfach, könnten Sie uns 2 Pfund Kartoffeln leihen und Montag kriegen Sie es wieder. Gut. Geht an den 2. Stock auf. Jetzt stinkt sie ihm erst recht, dass er zu der raufgeht. Die Frau hat ja schon so dick. Dann fängt er wieder, grüß Gott, Frau Meier. Grüß Gott sage ich auch nicht. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, Frau Meier, können Sie uns 2 Pfund Kartoffeln ein? Am Montag kriegen Sie es wieder. Nein, Montag sage ich auch nicht. Sie sieht es ja auch, wenn sie es wieder kriegt. Gut, dann steht er halt am 3. Stock und sagt er, Frau Meier, Herrscht,
2 Pfund Kartoffeln, so sag ich's. So, jetzt klingelt er, dann macht sie die Tür auf, sagt, bitte! Und wie er auf einmal die Frau gesehen hat, mit dem Zinken und mit der Watzen, sagt er, was? Ich scheiß auf deine Kartoffeln! Ja, und jetzt haben wir ein Ergebnis. Wir brauchen jetzt die Preise an dieser Stelle, denn der Gewinner erhält 1.000 Euro, der Zweitplatzierte 500 und der Dritte geht auch nicht leer aus, der bekommt 250 und die Preise werden jetzt hier aufgereiht. Das sind die, ja, ihr stellt euch doch einmal daher, ist doch schön. Jawohl, jetzt müssen wir nur überlegen, wie machen wir es denn? Ich weiß ja gar nicht. Wie machen wir es denn? Das war jetzt quasi, das ist Fang jetzt... doch in der Mitte an. Ja, Das in der macht Mitte. man ja mal In der Mitte nie. ist doch gut. Fangen wir in der Mitte an. Dann machen wir es doch Zwei, so. oder? Das macht irgendwie Die Sinn. Nummer 2, das macht Sinn. Oder ist das unfair? Mit dem zweiten? Weiß Ja, ich wir nicht. können gerne mit dem zweiten auch mal anfangen, haben wir noch nie gehabt. Haben wir noch nie gemacht. Machen wir so, Das macht ist die total Lady den unlogisch, ersten, aber- dann Ich mach den mache ersten. ich den zweiten und du den dritten. Wer ist denn der Zweite? Ja, das werden wir gleich Ja, das- sehen. hier, Ich schau da. kurz. Oder wir gehen alle 3 vor und verteilen es vorne. Also Ja. ich nehme die 1, du die zweite 3 und dann tauschen wir vorne und dann So geht lang es auf. aus, Okay, bis das der machen Richtige wir. stimmt. Das machen wir schön. Also Das ich wird nehme- aber und dann- Aber verwirrend. hoffentlich verwirren Genau. wir uns Den jetzt. ersten Wir Platz. Ich mischen nehme den vorne zweiten durch. Platz. Dann nehme ich den dritten Platz. Genau, wir laufen Okay. durch. So, nein, wir müssen dahinter. Nein, wir müssen dahinter. Also dahinter. Aber wer weiß denn jetzt, wer wer ist? Ja, kennst du die Leute nicht so? Wir müssen überlegen, na, wir müssen noch ein Schau bisschen her, tauschen, so. damit es spannender ist. Ja. Tauschen. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn überhaupt? Jetzt machen wir 3 Zwei. und 1. Herzlichen Glückwunsch. Nummer 1. Dritter Platz. Herzlichen Glückwunsch! Meine Lieben, vielen herzlichen Dank. Aber liebe Leute, einen wollen wir noch hören. Ja, wir lassen ihn nicht nach Hause gehen, ohne dass er nochmal einen Witz vom Sieger, von dem her hocken wir uns nochmal hin. Und lieber Wolfgang Bösel, die Bühne gehört dir und wir sagen an dieser Stelle Bühne frei für den bayerischen Witzemeister 2025, Wolfgang Bösel! Im Tierpark in München. Da gibt's ganz viele lustige Tiere, wahnsinnig viele lustige Tiere. Unter anderem der Gorilla, das ist so mit Abstand das lustigste Tier. Der hat immer einen Spaß, der springt immer umeinander, schaukelt ein wenig, hat immer gute Laune. Aber es gibt ein trauriges Tier, ein einziges. Das ist das Känguru. Ja, das ist so weit von der Hamm weg und alles und das ist immer traurig. Immer. Und dann hat sich der Tierparkdirektor hat sich überlegt, wie können wir das ändern? Und dann hat er das lustigste Tier, ein Gorilla, und das traurigste Tier, das Känguru, hat er nebeneinander in 2 Käfige da, ne? Und das Känguru hängt da und denkt sich, geht sie fix, der Gorilla, das bringt auch nichts, das ist mir alles wurscht. Und der Gorilla ist hingegangen und hat gesagt, auf dem Kopf Apfelsinen, an der Hüfte Bananen, und mit seinen ewig langen Fingern so an dem Gitter entlang, ne? Und das Känguru, na, ich bin immer nur traurig. Na, Gorilla, das bringt nichts, lass bleiben. Und der Gorilla gibt aber nicht auf und sagt, auf dem Kopf Apfelsinen, an der Hüfte Bananen und das Känguru sagt wieder, Alter, jetzt pass mal auf. Ja, ich bin ein Känguru. So ein Outback australisches Känguru. Ich komme von ganz tief unten, ja. Ich bin der beste Boxer bei mir da. Und wenn du jetzt nun mal blöd kommst, dann boxe ich dir so ins Gesicht, dass du nicht mehr aufstehst. Und der Gorilla denkt sich so, red du nicht, ne? Und wieder auf dem Kopf Apfelsinen, an der Hüfte Bananen, ja? Und bam! Hat er eine gehabt. Alle 10 sind dann rausgeflogen, 10 liegen am Boden. Der Gorilla schaut das Känguru an, schaut die Zehe, hebt die Zehe auf und sagt, la cucaracha, da 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 da. Wolfgang Bösel. Ja, liebe Gäste, das war sie, die Bayerische Witzemeisterschaft 2025. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn nicht, sagt es uns. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder am 14. November in der Stadthalle in Deckendorf. Karten gibt's ab Dezember. Kommt's wieder, macht's es gut. Servus miteinander. Dankeschön. Ciao, pfiat euch.